Nee, die hat noch nie jemand gesehen. Das ist was ganz Spezielles. Aber viele wissen nicht, dass es einen Unterschied zwischen Osterkakteen und Weihnachtskakteen gibt. Sag nicht. Das heißt Rhipsalidopsis bzw. Hatiora und Schlumbergera. Ne? Also am einfachsten erkennt man es tatsächlich an den Trieben. Die sind bei den Osterkakteen so ovalförmig. Und bei den Weihnachtskakteen haben die immer so eine Eckchen quasi, immer so eine Zähnchen. Und die Blüten natürlich, die offenbaren das. Wir haben leider nur vom Osterkaktus die Blüten, die wir euch präsentieren können. Die haben sich leider schon geschlossen. Heute Mittag waren sie noch offen. Und Aber die sind halt toll. Die sind radiärsymmetrisch, das ist der wichtige Unterschied. Das heißt, die Blüte, also wenn ihr einen Podcast gehört habt, wisst ihr, was radiärsymmetrisch ist. Alle Der Podcast Blütenblätter vor 3 Monaten oder so, je nachdem, wann das Video rauskommt. Genau, quasi 2 Symmetrieebenen über Kreuz, alle Blütenblätter gleich lang. Und bei den Schlumbergera ist halt zygomorph, weil die werden wahrscheinlich von Kolibris bestäubt. Die gehen dann mit ihrem langen Schnabel durch die ganze Röhre bis zum Fruchtknoten und dort findet dann, also da kriegen sie den Nektar und nebenbei wird die Pflanze bestäubt als Nebeneffekt.